Kühl ist es und dunkel. Hier lagert Natascha Kettenacker ihre Schätze. Heute sollen wieder ein paar dazukommen. Zuvor aber wartet einiges an Arbeit auf die Selbermacherin. Das Gartenjahr neigt sich langsam dem Ende zu, aber keine Zeit zum Ausruhen. Es gibt noch genügend Gemüse zu ernten. Riesige rote Beeteknollen zum Beispiel. Ja, das macht die Liebe und die Pflege aus. Und die gute Erde natürlich. Ne? Und das Wetter hat einfach auch gepasst. Dann hat man manchmal so eine schöne Kugel beieinander. Jetzt zeigt sich in den Beeten, ob es ein gutes Gartenjahr war. Traditionell gilt der Herbst als Haupterntezeit. Auch an den Obstbäumen hängen massig reife Früchte. Eine Fülle oder eine Schwemme stellt einen immer vor Herausforderungen. Und so entwickelt man dann immer wieder aufgrund der Situation, dass man sich Gedanken machen muss. Und so haben die Menschen das ja früher genauso gemacht. Mangel oder die Fülle. Beides ist eine Herausforderung. Und so entstehen manchmal die tollsten Ideen und auch die tollsten Rezepte. Obst und Gemüse haltbar machen, Vorräte anlegen, bloß nichts wegwerfen, lautet die Devise. Für Mixed Pickles, also eingelegtes Gemüse, nutzt die Selbermacherin alles, was die Saison hergibt und ihr am besten schmeckt. Jetzt wird geschnippelt. Mit dem Wellenschneider bekommt die rote Beete ihre klassische Form. Da gibt es für alles ein Messer und eine Gerätschaft. Gell? Und das sieht doch gleich einfach schöner aus. Wenn es doch ein bisschen so einen Wellenschliff hat, dann ist das Auge mit. Ne? Zur roten Beete kommen Sellerie, Brokkoli, Blumenkohl, Paprika, Möhren und Knoblauch. Eine bunte Mischung. Ganze Vielfalt an Vitaminen und ja, die Sonne des Sommers enthalten. Und das ist ja beim Einmachen, nützt man ja eigentlich genau das, dass man die reifen Früchte, die der Sommer uns hervorbringt, regional und saisonal auf kurzen Wegen die Sonne ins Glas und die Vitamine ins Glas bekommt. Und zwar ins saubere Glas, sonst kann Eingemachtes verderben. Also Gläser sterilisieren mit heißem Wasserdampf und die Deckel nicht vergessen. Für ihren Sud im Aserbaidschan-Style braucht sie unter anderem Chiliflocken, Dill, Pfefferkörner, Salz und Zucker. Eine richtig kräftige Essigmischung soll es werden. Gut mit dem Gemüse vermischen und bis zum Rand in die Gläser füllen. Bei 90 Grad für etwa 45 Minuten einwecken. Natascha Kettenackers Geheimtipp: einen Schuss Essigessenz ins Wasser. Wenn man Wasser kocht, entsteht Kalk. Und wenn man da einen Schuss reingibt, hat man wunderbar strahlende Gläser. Wie die Welt aussieht und schmeckt, wollten Natascha Kettenacker und ihr Mann schon vor 20 Jahren herausfinden. 18 Monate waren sie unterwegs, lernten fremde Kulturen kennen und schätzen. Mit ganz vielen Eindrücken kehrten sie heim nach Franken. Ihr kulinarisches Interesse ist heute noch groß. Sie liest Kochbücher wie andere, Romane und probiert viel aus. Fermentierte russische Äpfel zum Beispiel, haltbar gemacht durch Gärung. Etwa 40 Tage dauert der ganz natürliche Prozess im Glas. In osteuropäischen Ländern sind die Äpfel ein beliebter Snack. Bei Kettenackers gibt es sie zu Weihnachten. Da gibt es meistens ein selber gemachtes Vanilleeis dazu. Und diese, so wie sie sind, also mit der Schale wird das dann gegessen. Und die sind dann so ein bisschen prickelnd, so ein bisschen wie so ein Sektapfel. Vom Sektapfel zum Bratapfel in der haltbaren Variante. Die Zutaten klassisch mit Marzipan, Nüssen und Rosinen. Für die Bratapfelstücke nutzt sie gern Fallobst. Das meiste an solchen Äpfeln ist noch gut. Braune Stellen einfach großzügig wegschneiden. Schön auch für die Hühner. Und die freuen sich dann auch mal besonders, wenn so ein Würmchen drinnen ist. So ein bisschen Eiweiß, das tut den Hühnern auch. Schadet nicht. Jetzt Zitronensaft, Marzipan, Butterflöckchen, Rosinen und Gewürze mit aufs Blech. Ein paar Wochen ist Natascha Kettenacker mit der Verarbeitung von Obst und Gemüse noch beschäftigt. Dann kehrt Ruhe ein.
Man merkt es auch körperlich. Es ist ja auch einfach jeden Tag viel zu tun. Und dann darf man einfach ein bisschen weniger, ein bisschen runterfahren. Das heißt ja nicht, dass man nichts tut, aber dann kommt das Geistige wieder ein bisschen zum Vorschein. Die Äpfel heiß ins Glas füllen. Obendrauf noch eine Schicht süße, angeröstete Semmelbrösel mit Zimt. Gut verschließen, 30 Minuten einkochen, fertig. Und so füllen sich die Regale nach und nach in ihrem Vorratskeller. Von Tomatensoßen über Suppen, Marmeladen und Honig bis zu ihren Winterbratäpfeln. In jedem Gläschen steckt ein bisschen Glück. Das erfüllt einen dann so mit einer unglaublichen Dankbarkeit und Zufriedenheit. Zu wissen, der Herbst und der Winter kann kommen und wir sind versorgt. Und das bedeutet Zeit für die Selbermacherin, um Pläne zu schmieden fürs nächste Jahr.